Schiedsrichter. Umgang mit dem Schiedsrichter. Thema. Wir haben uns dazu verständigt, erstmal zu ordnen, welche Rolle der Schiedsrichter bei uns generell erstmal einnimmt. Dass das eine Grundvoraussetzung in dem Verein und in unserer Mannschaft ist. In vielen Sachen wird der Schiedsrichter von vornherein immer als der Buhmann betrachtet. Das wollen wir ausklammern. Wir sagen, wir haben ganz klar betrachten wir den Schiedsrichter in unserer Konzeption als den Erfüllungsgehilfen des Spieles mit. Und da bekommt er seine Bedeutung, weil wir das nach außen genauso mit verkaufen müssen. Denken wir an die Umweltfaktoren oder an die Umfeldfaktoren, Zuschauer, Medien und so weiter und so fort, weil wir als Trainer als erstes dort den Kontakt haben und das mit beeinflussen auf die Tribüne oder in die Zeitung oder ins Fernsehen. Dann denken wir, eine wichtige Geschichte ist für uns die Sache im Verein oder im Club, wer diese Schiedsrichter betreut und wer mit diesen Schiedsrichtern Umgang hat, weil dort auch im Vorfeld sicherlich schon Fehler gemacht werden können, die dann zu einer vorgefassten Meinung letztendlich irgendwo führen. Konzept im Umgang oder in der Darstellung gegenüber dem Schiedsrichter sagen wir, wir sollten auf der Bank eine klare Ordnung haben, dass man einen Gesprächspartner als Trainer hat und nicht schon bei jeder Aktion, die gepfiffen wird, 10.000 Mann da draußen aufspringen und dokumentieren, dass wir mit der Sache nicht einverstanden sind. Also die Einstellung gegenüber dem Schiedsrichter der Mannschaft in der Mannschaftsbesprechung mit rüberbringen. Und ich als Trainer als Aufgabe Kontaktaufnahme mit dem Schiedsrichter, zuerst über Blickkontakt, sicherlich auch mal eine bestätigende Geschichte, indem ich ihm sage, okay, mit der Entscheidung bin ich einverstanden. Auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, mit dem nahen Mann, mit dem sicherlich leichter ist zu kommunizieren, auch mal die 10 Meter Coachingzone auszunutzen, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal bis zur Mittellinie mit und sage, pass mal auf, beim nächsten Mal kannst du mal überprüfen, ob du das rechts und links gleichmäßig betrachtest oder so, ohne dass eine große Aufwendung oder eine große Emotion da von außen oder sonst irgendwo mit reingebracht wird. Das Gleiche sehen wir mit den Spielern, dass von vornherein Einfluss genommen wird in der Richtung, wir haben einen Kapitän, der irgendwo die Kontaktaufnahme dort sieht. Wenn ein naher Kontakt zum Schiedsrichter da ist, kann man sicherlich nachfragen, warum und weshalb gefilmt wurde, aber es sollte alles in dem Rahmen bleiben, dass der Schiedsrichter nicht zu der Leitfigur wird, die hier immer sowieso durch die Medien oder andere gebracht wird. Und was wir ebenfalls als ganz wichtig betrachten ist, dass man im Nachgang, vielleicht schon in der Halbzeit, wenn die Möglichkeit besteht, aber auf alle Fälle im Nachgang eine Nachbetrachtung zu dem Spiel und zu Situationen, die entstanden sind, dort machen sollte.